Zuallererst möchte ich gerne allen, die hier versammelt sind, meine Grüße und guten Wünsche übermitteln, dass es euch, hoffe, dass es euch gut geht. Und heute fahren wir fort mit unseren Ausführungen über die 50 Verse über Guru. Der Punkt, an dem wir jetzt angelenkt sind in unserer Texterörterung, einen Augenblick. Worum es jetzt geht, ist innerhalb der 8 Wege, die Wertschätzung dem Guru gegenüber auszudrücken, haben wir die ersten 3 behandelt, ihm zu beschenken, ihn als Buddha zu sehen und seine Anweisungen umzusetzen. Der 4. ist der Umgang mit den Guru-Sting und seinem Gefolge. Daran sind wir gerade inbegriffen. Wenn man also sich darüber unterhält, was die Art und Weise, die richtige Art und Weise, mit den Dingen des Guru umzugehen. Und dazu heißt es hier, sieh Gurus Güter wie dein Leben, Gurus Lieblinge wie Gurus selbst und dessen Volkschaft wie Familie, so bleibt gefasst und achtsam stets. Das ist der Vers 26. Wenn man das war also der Grundvers aus dem Guru 50 Versen und hier haben wir dann den Sanskrit-Kommentar dazu. Wenn wir diese Tabelle hier benutzen, also Guru hier ist Lama, so wie bereits zuvor ausführlich erklärt. Und was die Güter des Guru betrifft, oder sein Wohlstand und Besitz und so weiter, das sind zweierlei Arten. Das ist einmal sein persönlicher Besitz oder sein Guthaben, Gold, Silber und dergleichen und alles so weiter, was in seinem persönlichen Besitze sich befindet. Umgekehrt dann Felder, Häuser und andere Art von Immobilien sind eben Besitzgüter also Immobilienbesitzgüter und so weiter. Das eine ist die Sachen, die beweglich sind, und das andere sind die unbeweglichen Güter. Ja, wir sprechen also hier über beweglichen Besitz und dann über die Immobilien oder das Gebäude und dergleichen. Dann Leben ist also unsere Lebenskraft und Lebensenergie. Und wie heißt so eben genau in der gleichen Art. Und die Lieblinge des Gurus, das sind solche, die im Sanskrit heißt es hier, man sollte die Lieblinge des Gurus, die in der Liebe des Gurus stehen, so behandeln wie den Guru selbst. Das sind also Leute, die dem Guru im Herzen liegen. Und was heißt das, diese Lieblinge des Gurus? Das also Dogma im Tibetischen heißt also wie die Lieblinge oder die ihm am Herzen liegen, die ihm nahestehen, kann aber auch bedeuten, kann aber sich auch auf die Kinder des Guru beziehen. Also auf einmal seine Frau oder seine Gattin oder auch seine Kinder. Diese Ausdrücke werden verschieden verwendet in den verschiedenen Arten von Sprachen und es sind jedenfalls alles solche, die in der Nähe des Gurus sich befinden und denen die Liebe des Guru gilt. Und dann die Volkschaft und so weiter. Das sind also die also im Gefolge, im Umkreis des Gurus sich befinden. Die sollte man wie seine eigenen Freunde oder Familie betrachten.
Und dann heißt es eben hier gefasst und achtsam. Und das heißt hier ohne Ablenkung, mit klarem Fokus, ohne sich davon abbringen zu lassen. Und all dieses sollte man hier, so heißt es hier, wie die eigene Lebenskraft beschützen. Und so lieb und teuer sehen wie den Guru selber, einschließlich der Dinge, die der Guru, die Personen, die der Guru schätzt und liebt. Und wir sollten ihnen dieselbe Art von Liebe oder Wertschätzung entgegenbringen wie unseren dem Guru oder beziehungsweise unseren eigenen Freunden und Verwandten. Und wie es heißt ja im Sanskrit-Kommentar, man sollte immer zu verweilen, gefasst und achtsam. Das heißt, wir reden jetzt nicht davon im Gegensatz, also davon, dass man gesammelt irgendwo sitzt, im Gegensatz zu den zwischen den Sitzungen oder Pausen, sondern es geht darum, dass man nicht sich davon abbringen lässt und das nicht der eigenen Achtsamkeit entschlüpft und so weiter. Also das heißt, genau so, wie man die Besitze und Güter des Guru wie das eigene Leben schätzt und auch die, die denn in der Liebe und Wertschätzung des Guru liegen, die auch so schätzt wie den Guru selber und sollte alle Zeit eben auch die Gefolgschaft, die Umkreis des Guru in einer Weise schätzen, wie man eigene Familie und Freunde zu schätzen weiß. Um das jetzt mit einigen Zitaten noch zu untermauern. Das heißt hier, man sollte den Gurus Besitz wie das eigene Leben schützen. Dann heißt es bei Michi Dörte in den 100 kurzen Unterweisungen. Und da heißt es in den Tantras, so sagt Michi Dörte, in den Tantras heißt, du solltest den Besitz, den Güter des Guru wie dein eigenes Leben zu beschützen. Und wenn wir nur auf den Besitz des Gurus denken, dann geht es doch, und dann weiter, gebe den Besitz des Guru nur denen, denen der Guru es auch geben möchte oder es beabsichtigt. Und wir sollten nicht Entscheidungen treffen, auf eigene Faust handeln. Das wäre eine außerordentlich große Verfehlung und es sollte weil denn darum geht es letztlich, dass die Besitztümer des Gurus in der Art und Weise verwendet werden sollen, wie es in der Herzensabsicht des Gurus liegt und nicht einer anderen Verwendung zukommen. Wenn wir also selber des anderen Personen zukommen lassen oder auf eigene Faust entscheiden, dann wird damit etwas Gutes verhindert, weil alle Absicht des Guru darauf ist, dass Besitz und Eigentum auf gute Zwecke hingeführt werden. Und wenn wir selber eine Entscheidung treffen, davon abweichen, dann kann daraus ein großer Fehler entstehen, weil viel Gutes damit zugleich verhindert wird. Und das geht nicht. Das ist nicht so einfach zu handhaben, dass wir sagen, okay, er wird schon dies oder jenes gemeint haben und so weiter. Ich denke das einfach so aus und könnte daraus ein großer Fehler entstehen. So ist damit nicht zu verfahren. Man sollte also alle Zeit genau so durchführen, wie es in der Sicht des Gurus gefordert ist. Und dafür gibt es auch noch verschiedene Beispiele in der Vergangenheit, wenn man die eigene Überlieferungslinie schaut, zum Beispiel die Art und Weise, wie Milarepa Mapa Lodrak behandelte oder seine Frau Dagmar Naratmer und auch die Kinder von Mapa wie Damadode und so weiter. Er hat sie mit großer, tiefer Wertschätzung als nicht verschieden von dem Guru bezeichnet. Da gibt es viele Art von Geschichten, die damit verbunden sind, wie Milarepa sich Dagmar gegenüber verhalten hat, als sie dabei war, eine Kuh zu melken.
dann muss man eigentlich auf etwas, einen Sitz haben. Man braucht eigentlich so einen kleinen Mac-Stuhl, auf dem man sitzen kann, weil der war nicht dabei, hat er sich selber zur Verfügung gestellt und hat ihr erlaubt, ihn als Sitz zu benutzen. Und, und, und so, wie er das für Dagmar gemacht hat, so hat er es auch für den Mapa selber und auch für den Sohn Damadote durchgeführt und so weiter. Und wenn wir eine andere Geschichte betrachten, zum Beispiel dann ist den Mahasiddha Lingripa, als der mit seinem Guru Pamodrupa traf, und das heißt, in den blauen Annalen wird davon berichtet, dass er 38 Jahre alt gewesen sei, und das heißt darin, dass er an dem 18. Tage des Wintermondes, zur Sonnenwende, begab es sich, dass er den Schützer der Wesen, also Pamodrupa, auf seinem Throne sitzen sah, und er war von unglaublichem Vertrauen tief erfüllt und dachte bei sich da, die Bäume selbst und Vögel allesamt sind nur des Gurus Ausstrahlung. So alter Art war seine tiefe Hingabe und sein großes Vertrauen. Und in gleicher Weise gibt es von Trikungpa Jigten Sumgön aus seiner ersten Begegnung mit Pamodrupa, seinem Guru, die Begebenheit, die Geschichte, dass er das Verhalten der dort anwesenden Mönche nicht gerade wertschätzen konnte. Insbesondere war da aber ein Gesche mit dem Namen Samyebal. Wenn man ihm zum Beispiel einen Joghurt verkauft hat, nicht ihm einen Joghurt übergab, dann hat er als im Tausch dafür 5 Einheiten eines schlechten Zampa dafür ausgehändigt. Das war also eigentlich ein unwürdiges Verhalten, ein schlechter Tausch, hat die Leute schlecht behandelt. Und er dachte sich, ach du liebes bisschen, wenn selbst sogar die Besten unter den Schülern meines Gurus solcher Art sind, und er hat darin ein Vertrauen insgesamt in die ordinierte Gemeinschaft verloren. Aber auf der anderen Seite war Jigten Sumgön jemand von großer, scharfer Auffassungsgabe, und er hat sofort verstanden, dass das für ihn ein Hindernis bedeuten würde, und hat sich daraufhin entschlossen, dass, um dieses Hindernis für sich selber zu vermeiden, ist er zu allen Mitgliedern dieser ordinierten Gemeinschaft hingegangen und hat sich vor jedem dreimal verneigt. In der Gegenwart aller anderen, und in der Gegenwart aller anderen hat er eine 7-schrittige Hinwendung, hat er in vielfältiger Weise so viel wie möglich immer wieder vollzogen. Und die Leute haben das erst mit Vorbehalt betrachtet und gedacht, meine Güte, der ist aber ein bisschen sehr obereifrig hier. Aber später haben sie verstanden, dass es in der Tat ein Zeichen seines tiefen Vertrauens war. Er selber hat darüber gesagt, wenn du nicht zuallererst Leute haben das schon verstanden, dass es echte Hingabe war später. Und er selber hat darüber gesagt, dass wenn du nicht zuallererst deine Brüche in deinem eigenen Benehmen behandeln kannst und mit deinem eigenen Wohlverhalten, dann ist es wirklich schwierig, dass du tiefes Vertrauen und Wertschätzung in dir entwickeln kannst. Wenn wir also nicht schon damit beginnen, dass wir wenn wir nicht am Anfang unsere heuchlerische Art von solchem Vertrauen und Respekt korrigieren, dann wird es schwierig, echten Vertrauen und Wertschätzung zu entwickeln. So, um weiterzufahren in der Gliederung, gemäß Tsongkhapas Kommentar, kommen wir jetzt zu dem Punkt Nummer 5, und nochmal die Gliederung. Wo sind wir jetzt in der Gliederung? Am Anfang. Wenn wir nochmal diese Kommentar als eine Richtschnur benutzen hier, dann haben wir diese 8 verschiedenen Punkte, wie der Guru wertzuschätzen ist, ihn zu beschenken, ihn als Buddha zu sehen, seine Anweisungen umzusetzen, den Umgang des Guru mit des Guru Dingen und Gefolge, und dann Nummer 5, im direkten Handeln makellos zu sein.
Das ist der Punkt Nummer 5. Und dieser Punkt Nummer 5 hat wiederum Unterpunkte, nämlich 3 verschiedene, die aufzuzählen sind. Das erste handelt davon, unangemessenes Verhalten zum Ende zu bringen, dann sich an angemessenem Verhalten auszurichten und dann auch anderen zu zeigen, wie unangemessenes, unvernünftiges Verhalten abzustellen ist. Und was das Erste anbetrifft, wie man also unangemessenes, unvernünftiges Verhalten abstellen kann, da geht es darum, erstmal, dass die Art und Weise sich zu Schulens unter dem Augen des Guru das selbst und das Zweite, sich zu schulen in der Hörweite des Guru. Und da geht es darum. Das geht also darum, dass wir dann, selbst wenn der Guru das nicht selber beobachten kann, dann, auch wenn der Guru nicht da ist, müssen wir natürlich auch zu gewissen Punkten, auf gewisse Punkten hier Achtsamkeit walten lassen. Und wenn wir das vergleichen mit den, geht darum, also in erster Linie sehr viel Respekt oder Wertschätzung zu empfinden. Und in den Versen in Maitreya's Text, dem Sutta Alamkara, heißt es, durch Wertschätzen, Beschenken, Dienstleistung und Üben, aber sei dem Herzensfreunde dienlich. Und wir sind also hier bei dem ersten Punkt, in dem es um dem Wertschätzens geht und wie man Wertschätzung ausdrückt. Wie können wir höflich und von gutem Verhalten sein? Die meisten dieser Verse hier haben damit zu tun, wie man eine solche Wertschätzung ausdrückt. Das ist einfach in Worten auszudrücken, aber es ist sehr schwierig, das tatsächlich in das Verhalten umzusetzen. Das wirklich im eigenen Verhalten umzusetzen ist, selbst wenn wir das tun wollen, ist es sehr wichtig, dass wir uns damit regelmäßig schulen, das einüben. Insbesondere für jene ist es wichtig, die im direkten Umkreis des Gurus sind, die ihm regelmäßig zu Diensten sind. Und das sind viele Leute, die da in der Nähe des Gurus sind und die sich sehr höflich und anständig und so weiter verhalten. Und das ist aber, das, was sie da zeigen, ist ihr äußeres Verhalten. Und es ist aber dabei, das Wichtige zu verstehen, dass der Guru derjenige ist, der eigentlich der Wichtigste ist, der unser Gütigste ist. Oberflächlich betrachtet zeigt uns das zunächst mal ein höfliches, anständiges Benehmen, wie man mit Körper und Sprache Wertschätzung ausdrücken kann. Aber das ist nicht die ganze Geschichte, denn wenn wir darauf schauen, um was es eigentlich geht, dann ist es letztlich zu verstehen, dass der Guru derjenige ist, der uns unter allen anderen die größte Wüste erwiesen hat. Deswegen ist der Guru und der Vajra-Meister der die meiste Art von Wertschätzung überhaupt verdient. Er ist ein Guru, der solcher Lehrmeister ist, also derjenige, dem wir allzeit solches respektvolles, wertschätzendes Verhalten gegenüber tragen sollten. Aber wenn wir das daran üben und lernen, dann ist es gleichzeitig aber auch eine Art und Weise zu verstehen, dass dies hier einfach die Methode ist, wie anständige, wohlgesittete Leute sich verhalten. Und dass dies uns auch zeigt, wie man nicht nur dem Guru gegenüber, auch sonst zu anderen großartigen Wesen uns gegenüber verhalten können. Das ist also sehr hilfreich. Und wenn wir das in einem größeren Zusammenhang sehen, entweder mit einem bestimmten Kulturkreisen oder Ländern oder auch eine Person,
Dann kann man das ganz allgemein sagen, das, was wir über einen Bildungsgrad einer Person verstehen können, über seinen Bildungsgrad oder Ausbildungsstand, und dann ist das an dem Verhalten der Person sichtbar. Und umgekehrt kann man bei einem Land auch den Grad der allgemeinen Ausbildung, der Geschichte und den Wohlstand, das Wohlergehen eines Landes daran messen, wie die Leute sich im Allgemeinen, ob sie verhalten, ob sie gute, anständiges Verhalten an den Tag zeigen und Wertschätzung ausdrücken können. Und in Tibet haben wir so eine Redensart, heißt, mag Welt sich zwar den Götter gleichen, muss Handeln doch für Menschen sein. Und das heißt, wenn wir uns für gutes Benehmen interessieren, dann sollten wir auch dies für wichtig nehmen. Und das war sehr wichtig. In Tibet hat sich da zum Beispiel hat man das sehr wichtig genommen. Und wir haben in Tibet zum Beispiel eine Art von Höflichkeitssprache oder Sprachregeln entwickelt, die vielleicht, manche Leute sagen, es gibt das vielleicht am meisten entwickelte System von höflicher Redensart in der ganzen Welt. Man könnte ja sogar ein ganzes Lexikon alleine darauf gründen, alle diese Höflichkeitsworte und Formeln aufschreiben zu wollen, wenn man das alles versucht zusammenzutun. Da geht es nur um die verschiedenen höflichen Redensarten oder Sprachformen. Das wäre ein vollwertiges, großumfängliches Lexikon, wenn man das alles zusammentragen wollte. Und wenn man aber schaut, was unsere Vorfahren in unserer Linie dazu gesagt und wussten, dann heißt es, ob ah, feine oder rüde Leute scheiden sich an ihrem Handeln. Feine Leute sind in Gruß und Höflichkeit geschickt. Das ist der Unterschied, wenn man so unterscheiden möchte, welche Leute sind feiner, edler Art und Gesinnung oder des Auftretens und welche sind eben von ruhiger, ungehobelter, pöbelhafter Art, dann ist das, woran es sich entscheidet, letztlich ihr Verhalten. Und die Leute, die von feiner, edler Art sind, die sind gewandt und geschickt und kundig darin, wie man mit Gruß und Höflichkeit sich begegnen kann. Und wir sollten also, das ist etwas, was uns allgemein Dinge zeigt, die von Wichtigkeit sind und die uns gutes, anständiges Verhandeln zeigt. Wir sollten also ein Interesse daran zeigen und das für wichtig nehmen. Und gleichzeitig finden wir in der Tradition des Buddha selber da auch Hinweise darauf. Zum Beispiel unter den 3 Arten von Schulung ist die Grundlage davon, die Grundlage, sich zu schulen in Wohlverhalten, die allererste Schulung. Und es ist das, was eben zuallererst sich im Vinaya mit den körperlichen und sprachlichen Verhalten beschäftigt. Zum Beispiel im Vinaya haben wir die größte Zahl von Aufgezählungen von der Arten, wie man Rückfall vermeiden kann. Also wenn es um diese Rückfälle geht, von den Vorsätzen abzukommen, die bezieht sich auf die Kategorie Fehltritte. Und wiederum sind das 112 Fehltritte, die vermeidbar sind und zu vermeiden sind. Darunter sind 10 zum Beispiel über die Art und Weise des Robentragens, 20 davon handeln von Fehltritten in Bezug auf das Gehen und dann wieder 9 davon, die mit das Sitzen sich beziehen, 8, die mit dem Bettelgang zu tun haben und dann 21, die mit Essen sich beschäftigen, 14, die darum gehen, wie die Bettelschale zu reinigen oder zu reparieren wäre und 26 davon, welche Fehltritte im Lehren von Dharma wären und so weiter. Es ist also hier eine Frage, die nicht nur mit Aberglaube oder Hingabe zu tun hat, sondern es ist etwas, was eher fein, anständiges Verhalten ist, was Leute direkt sehen können und deshalb von großer Wichtigkeit. Und gute, anständige Leute können das direkt sehen, man kann direkt sehen, wie man sich in solcher Weise benimmt. Wenn wir Das ist also nicht eine Sache, die einfach nur jetzt hier für Leute gedacht sind, die sich mit Hingabe beschäftigen oder so eine Frage von Aberglauben, was man nur der Vermutung preisgegeben wäre, sondern es handelt sich um Dinge, die direkt und offensichtlich sichtbar sind, sich unter den Augen von allen Leuten abspielen und wo man ein gutes Verhalten zeigen kann und auch beurteilen kann. Und das heißt, dass so viel wie jemand wirklich innere Einsicht hat, das können wir von außen nicht sehen, wie tief seine innere Erkenntnis oder Einsicht, aber wir können am äußeren Verhalten Anzeichen davon wahrnehmen. Und das
Und in ähnlicher Weise, wenn wir über die Bodhisattva-Schriften hier sprechen wollten, das sind nur die verschiedenen Fehltritten, die aufgezählt sind, 34, die das Nähren von guten Eigenschaften verhindern können. Und dann sind 12 davon die Fehltritte, die das Wohl für andere behindern werden und so weiter. Also, wenn wir darüber nachdenken, tiefgründige Hinweise darüber, wie wir mit anderen Lebewesen nützlich sein können und wie wir Schaden für andere abwenden können, also von großem Nutzen. Und gleicherweise finden sich im verborgenen Mantra das, was die Grundlage von Vorsätzen und Samaya ist, heißt Dharma nicht aufzugeben. Und zweitens Vertrauen in den Guru zu pflegen. Und drittens Mitfühlen für andere erlebende Wesen zu sein und so weiter. Und das sind also Artenweisen von Verhalten, die uns zeigt hier, wie mit dem Guru gegenüber zu begegnen sind, finden wir in den 50 Versen über Guru. Also in einem einzigen Text, der uns im Detail und in allen Ausführlichkeiten darüber aufklärt, was ein gutes Verhalten wäre, ein Benehmen in Verbindung mit Mantrayana. Und das ist also außerordentlich hilfreich und wichtig. Wenn man über diese Art von gutem Verhalten im Hinblick auf den Guru besprechen, wie es in den 50 Versen über Guru bezeichnet wird, dann haben wir da vielleicht bisher keine Augen mehr drauf gelegt, aber wenn wir darauf genau achten, dann gibt es viele der großenartigen Gurus, die immer noch unter uns leben. Und sie zeigen diese Art von Verhalten die ganze Zeit über. Wir haben es aber vielleicht bisher nicht bemerkt. Es ist unserer Aufmerksamkeit entgangen. Was in diesen 50 Versen über Guru aufgeführt ist, haben wir bisher eben nicht mit Verbindung gebracht mit dem, was wir tatsächlich an Verhalten vom großartigen Wesen sehen können. Und jetzt geht es darum, dass wir neu bemerken, sagen, okay, alle die verschiedenen erfahrenen, älteren Gurus verhalten sich tatsächlich in einer Weise, dass sie sich dessen bewusst sind. Und so gab es eben auch die Leute in der Himalaya-Gegend, der tibetische Abstammung, zeigen viele Arten von Verhalten, die in Einklang sind mit diesen 50 Versen über Guru. Und wenn wir jetzt darauf Acht geben wollen, können wir, glaube ich, so denke ich, darin sehr viel von bemerken. Wir können aber auch Geschichte zu Hilfe nehmen. Zum Beispiel in der Geschichte der Karmakachi gibt es eine Person mit Gui Kungpa Rinzhenpal, der nach der Dharma-Geschichtsaufschreibung Fest und Feier für die Weisen genannt. Darin heißt es darin, also im Besonderen war da der große Meister Gui Kungpa Rinzhenpal und der als Rangjung Dorje, Ji Rangjung Dorje, dort in dem Zeltlager von Netang sich befanden, in dem niederen Tolung-Gegend. Da waren da viele Kinder, die da rumspielten mit Kudung und so weiter und herumspielten. Und die haben da zum Beispiel, die haben den Kudung zusammengetragen und haben damit gespielt und haben damit in der Gegend herumgespielt. Da war ein Hund also ein Wachhund, so ein Kettenhund, der so an die festgebunden ist an einem Haus normalerweise. Und irgendwie hat er sich losgerissen und die Kinder mussten sich sofort in Sicherheit bringen. Weil der Hund plötzlich anfing, alle zu jagen. Und da war ein Kind, die Kinder wussten nicht, wo sie hingehen sollen, aber ein Kind war ziemlich schlau. Das hat sich unter einem großen Behälter versteckt. Da gab es so eine Art von großer Behälter, dem man Feuerholz sammeln konnte. Und dieser Topf, oder dieser Behälter, der war kopfüber sozusagen nach unten gelegt und das Kind ist da runtergekrochen und hat mit einem Seil dann daran festgehalten. Also in diesem Behälter hat es mit einem Seil diesen Behälter festgehalten und der wilde Hund, so wie viele auch herum lief und um diesen Behälter herum und dann gebellt hat und so weiter. Er war nicht in der Lage hineinzukommen und konnte das Kind nicht beißen. So, dann bis der Hund sich letztlich verzogen hat. Das ist allen Leuten sehr Zeit bewusst geworden und das wurde mit einmal, Leute waren sehr, sehr erstaunt. Waren darüber und man sah, dass das ein sehr kluges Kind war. Und Rangjung Dorje dem kam das Sohn und er hat dann
die Eltern gefragt, darum er hat ihnen Instruktionen gegeben und hat ihnen aber aufgeklärt, wie klug das Kind ist und hat gesagt, wäre das vielleicht angemessen, wenn ihr mir das Kind geben könnt. Die Eltern haben daraufhin haben ihm das Kind gegeben und er wurde in all den drei Traditionen, dem in der Sutra und Tantra wurde er berühmt und er war gewissermaßen der Hauptdiener des dritten Kammerbarangtung Leute und auch für den vierten, Deshin Shekpa. Er war gewissermaßen der Oberdiener, und er war es solcher Art von Geschicklichkeit und Güte, dass selbst wenn da andere offizielle Besucher zu Gast waren, wie zum Beispiel Prinzessinnen von China und Mongolen oder andere große Gesandte und Fürsten aus Tibet und auch selbst Sito Rinpoche und so weiter, an alle, die hatten eine große Wertschätzung für ihn. Er war sozusagen über alle Zweifel erhaben. Und man hat damals gesagt, er ist der großartige Meister. Man hat ihn einfach als großartigen Meister bezeichnet. Und man sagte sogar in der Lehre der Karmapa, es ist unter allen Schülern, die ihre Verpflichtungen erfüllen, dieser der großartigste. Ebenso heißt es in der Lorong Dharma Geschichtsaufschreibung über Ngui Kungpa Rinchen-Pal. Später, also Yagui Gumpa Rinchen-Pal wurde Diener des Dharma-Herrn und er war seinem Kalyana Mitra, seinem Herzenfreunde zu Diensten in der Weise, die zeigte, dass er komplett und vollumfänglich alle diese 50 Verse über Guru zu beherzigen wusste. Und später auch noch war er dienstbar dem Dharma-Herrn Deshin Shekpa, zu dem vierten Kammerbar, der wiederum ihm half, seine Lebensspanne zu verlängern und er später, sodass er bis zu hohem Alter leben konnte und dann später nach Kumpo sich begab zum fortgeschrittenen Alter. Also man sieht, dass diese Lehren des 50 Verse über Guru etwas sind, dass vollwertige Schüler, authentische Schüler in der Lage sind, durchzuführen und sich danach zu richten. Und es ist also durchaus wichtig, dass wir das nicht nur als irgendeine Art von Allgemeinwissen abtun oder eine Frage von Weltanschauung oder all dergleichen, sondern dass wir verstehen, dass es eine tiefgründige Bedeutung hat, also etwas, das wir von persönlicher Wichtigkeit, von praktischer persönlicher Wichtigkeit nehmen können. All diese Arten von Verhalten, die dort gezeigt werden, sind etwas, das wir tatsächlich in unserem eigenen persönlichen Alltagsleben in der Lage wären umzusetzen. Und darum geht es, in unserem Herzen bewahren und in unserem äußeren Verhalten mit Ausdruck von Körper und Sprache zu zeigen, in der Lage sind. So. Bevor wir weiter fortfahren, für die und da geht es weiter in dem Grundtext, den ich erstmal zeigen möchte. Darin heißt es der Vers 27, sitzt nicht auf ihrem Bett und schreit nicht vor ihnen her, trag keinen Turban und verhülle dich nicht, tritt auf ihren Sitz nicht und stemm die Arme nicht in die Hüften, wenn sie in der Nähe sind. Wenn man den Sanskrit kommt, das war so eine tibetische Übersetzung dieser Guru 50 Verse und hier, wenn wir den Sanskrit-Kommentar zu nehmen, dann heißt es hier, also nicht zu sitzen heißt, es geht um die körperliche Zurückhaltung und das Bett hier ist also wie eine Couch oder irgendwas, wo man liegen kann und manchmal ist es ein Sitz, manchmal ist es aber auch ein Platz, um sich hinlegen zu können. Meistens hatten die Leute sowieso nur einen Platz, wo sie entweder darauf lagen oder saßen. Deswegen macht es einen keinen Unterschied, ob wir von Liegen oder Sitzen sprechen. Das Bett war sozusagen ein solcher Sitz, auf dem man auch liegen konnte. Und dann sitzt es eben darauf, wo man sitzt.
Also darauf zu sitzen heißt im Grunde, dass man sich darauf aufhält oder bevor ihn herzugehen. Das also sei nicht so zu führen und vor ihn herzugehen heißt man also, wenn der Guru schreitet, nicht voranschreitet oder vor ihn hergeht. Ein Turban ist eine Kopfbedeckung, also eine Kopfumhüllung. Ein Turban heißt hier also eine Art von Stoff, den man über den Kopf rum macht, so wie die Kranjatis das vielleicht tragen, so eine bestimmte Kopf, Kopfumhüllung auf erhöhen. Der nächste Punkt heißt hier, sich nicht um zu verhüllen. Also das wäre also so eine Art Umhang, sich umzuwerfen, so ein Schulterüberwurf oder in den alten Zeiten in Indien war es wahrscheinlich eine Art von besonderer, für Zeichen besonders hochstehender Personen, dass man solche verschiedenen Umhänge oder Kopfbedeckungen trug. Das waren alles Zeichen von Würdenträgern oder besonderer Arten von Selbsterhöhung. Das wäre also nicht angemessen und deswegen heißt es also zudem, das tu nicht. Und eben dann heißt es nicht, auf ihren Sitz zu treten, also die Füße auf ihren Sitz zu stellen. Und dann die Sache mit den Armen in die Hüften stützen. Das ist also hier die Hände auf die Hüften zu legen. Und also wir sprechen von unseren Hüften hier. Da kann man also das auf verschiedene Weisen sich vorstellen. Entweder lassen wir einfach die Hände auf den Hüften ruhen oder, oder die Hände so einklemmen unter die äh, Achseln oder, oder die Hände auf dem Rücken anlegen. So. Also die Hände irgendwie auf den Rücken zusammenzuhalten, zu legen. So in irgendeiner Weise so zu sitzen oder sich aufzuhalten. So, also verschiedene Bedeutungen, wie man das hier verstehen könnte. Entweder auf die Hüften zu legen oder hinter uns zu legen oder. Ah, das ist alles darunter zu verstehen. So, das war also der Wortkommentar. Jetzt kommen wir zu dem Kommentar von die Bedeutung, die nach Tsongkhapas Kommentar verschieden auszulegen wäre. Nicht auf dem Bett zu sitzen, heißt hier. Das muss alles mit dem Wort verbunden werden, wie es in dem Grundvers heißt, wenn sie in der Nähe sind, also in der Gegenwart des Guru. Also das heißt, also nicht, durch erlaubt, auf dem Bett des Gurus zu liegen oder zu sitzen, wenn der Guru anwesend ist. Oder vor dem Guru herzugehen, in der Gegenwart des Guru. Oder den Kopf zu bedecken, dann eben muss man immer darin das mit verbinden mit in der Gegenwart des Guru ist, dann, wenn er in der Nähe ist. Oder auch auf den Sitz und auf dem Sitz nicht zu sitzen. Das heißt immer in Gegenwart des Guru. Du solltest also nicht sich selber hinsetzen, bevor der Guru sich hinsetzt. Und wenn der Guru auf dem Boden, auf dem nackten Boden sitzt, dann wäre es nicht okay, dass wir gleichzeitig aber auch selber auf einem erhöhten Kissen sitzen. Und die Hände auf die Hüften zu legen oder die Arme in die Hüften zu stemmen. Das dreht sich alles auf die Gegenwart des Guru. In jedem Fall aber ist der Hauptpunkt hier eigentlich sehr einfach zu verstehen.
Das heißt, wenn der Guru nicht hinter dir ist, also alles in der Sache, zum Beispiel, wenn es heißt, ihn nicht auf dem Bett zu setzen des Guru, das heißt, dann in der Gegenwart des Guru und genau vor dem Guru nicht vorherschreiten, immer dann, wenn der Guru anwesend ist. Das, das ist so, wenn bei großen Leuten sind, bei wichtigen Leuten, dann gehen die Leute eben voran und die anderen, die Gefolgschaft kommt hinterher. Das ist also des, deswegen ist es auch nicht angemessen, wenn wir dem Guru vorausgehen, weil die wichtigen Leute immer vorne gehen. Und auch die verschiedenen Kopfbedeckungen, da gibt es natürlich verschiedene Bedeutungen. Wenn da ein Ritual wäre, dann hat das einen bestimmten Zweck und Notwendigkeit, dann solche Kopfbedeckungen zu tragen. Aber abgesehen davon wäre es ohne ein Zeichen von geringer Wertschätzung, wenn wir in der Gegenwart des Gurus einfach eine solche Kopfbedeckung aufsetzen. Und, und, und bevor sich der Guru hingesetzt hat, ist es nicht ein Zeichen von Respekt, wenn wir uns zuallererst hinsetzen. Und wenn der Guru auf dem nackten Boden zu sitzen käme, dann wäre es gleichzeitig unangemessen und unhöflich, wenn wir selber auf einem erhöhten Sitzeplatz nehmen. Und die Hände dann Arme in die Hüften zu stemmen, ist ein Zeichen von Überheblichkeit, Stolz, von übergroßer Selbstgewissheit, was eben nicht in der Gegenwart des Gurus von angemessener Art wäre. Um weiter fortzufahren, also es geht nicht darum, dass man nicht auf dem Bett sitzen kann, sondern eben nur das in der Gegenwart des Gurus und so weiter. Und heißt es hier, wenn der Guru sich erhebt, dann bleibt nicht sitzen oder liegen, stets erfüllt das, was ihr aufgetragen wird, froh mit Geschick aufs Trefflichste. Also liegen heißt hier, man sollte sich nicht hinlegen, dann sonst kommen dazu, das ist also nicht einfach sich hinzulegen, das wäre unangemessen. Oder auch nicht aufstehen. Das heißt, bleibt nicht sitzen, das sagt es hier. Und das heißt, wenn der Guru aufsteht, dann, dann das heißt, wenn er dann steht, und wenn dann die Rede ist von froh mit Geschick oder sowas, dann das heißt, dass wir voller Freude und Bereitschaft sind, die Dinge, die uns aufgetragen sind, auszufüllen, das ist ja, ne, so wie es also heißt, wenn der Guru sich erhebt, dann bleibt nicht sitzen oder liegen, stets erfüllt, was sie dir aufgetragen, froh mit Geschick aufs Trefflichste. So, letztens ein Kommentar von Tsongkhapa hat das nochmal betrachtet, dann heißt es, da gibt es diese Übersetzung, die von Chuck Lotz aber verfertigt wurde. Das ist der andere Übersetzer, der diese 50 Verse über Guru übertragen hat in das Tibetische. Und darin heißt es hier, bleibt nicht liegen oder sitzen, wenn der Guru sitzt oder steht. Das heißt also, wenn der Guru sich steht, dann ist es nicht okay, sich einfach hinzulegen oder hinzusetzen. Und wenn der Guru schon sitzt, dann ist es nicht okay, sich hinzulegen. Und dass wir zu aller Zeit große, freudige Anstrengungen verwenden, um mit großem Geschicke dann die Aufträge, die uns gegeben sind, auszuführen und zu erfüllen. So, also etwas, einige Leute sind so, dass sie, wenn der Guru irgendetwas von ihnen will, dass sie sofort abgehen, sie sind sofort dabei aufzustehen und es nicht einfach nur herumzuhängen und sagen, ja, okay, ja, das ist also der Auftrag, naja, so, wenn wir mal sehen, also dann, sondern wenn sie dann verstehen, was der Guru benötigt, dass sie dann ihn sofort in die Tat umsetzen, dass man mit scharfem Auge das gleich sehen kann.
Einige wissen das einfach. Sie sehen das und verstehen, was nötig ist und setzen es sofort in die Tat um. Sie sehen sofort, ah, das braucht er und bringen es ihm und so weiter. Und die Leute sind manchmal so schnell wie ein Pfeil, wenn sie handeln. Das und manche andere, die gucken dann nur dran nicht herum und denken, oh, was passiert jetzt hier eigentlich? Es ist schon längst umgesetzt und passiert, bevor andere das überhaupt wahrnehmen, dass überhaupt eine Notwendigkeit dafür da war. So, das ist die Art und Weise von scharfer Auffassungsgabe, die sofort versteht, was die Notwendigkeit ist und das dann gleich in die Tat umsetzen kann, ohne groß zu zögern. Das ist, was gebraucht wird. Sollten einfach nicht sitzen bleiben und rumliegen und so wie so ein Leichnam, sondern sofort bereit und aufzuspringen und etwas für jederzeit irgendwo hinzugehen. Wenn wir das im Sanskrit-Kommentar betrachten, dann gibt es welche Dinge, die zuerst mit dem Körper zu tun haben, dann mit der Sprache zu tun haben und jetzt dann mit Körper und Sprache zu tun haben. Also hier war das da Dinge, die mit der Zurückhaltung oder mit der Art und richtigen Weise des Umgangs mit unserem Körper zu tun haben. Kommen wir zu dem Aspekt hier, kommen wir zu dem dritten Aspekt hier. Was ist das dritte, was nach Cotton Kappas Kommentar betrachtet ist, das dritte, was jetzt hier an Punkten zu beachten ist, das heißt herum, spuck nicht herum mit Schleim und so streck im Sitzen deine Beine nicht, lauf nicht umher und streite dich, wenn in des Guru Gegenwart. So. Und das ist nach dem Sanskrit-Kommentar zu Verbindung zu bringen mit der Zurückhaltung in Bezug auf unsere Sprechen oder Sprache. Also das nicht zu spucken ist also hier im Hinblick auf Sprache. Und Schleim ist also Schleim und Rotz und so weiter. Und das und so weiter bezieht sich also hier auf Nasenschleim oder das, was auch zwischen unseren Zähnen hängt oder unter der Zunge sich befindet. Spucken ist das Ausspucken und so. Das gilt es also nicht herumzuspucken oder auszuscheiden, weil und Tibet war ein großes, großes Land. Es war ein sauberes Land. Da waren noch nicht viele Leute dort. Und also natürlich hätte man überall rumspucken können und das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Es wäre nicht aufzuweisen. Aber heutzutage sind wir alle auf den Innenräumen und daher, wenn da jeder hier einfach rumspuckt oder seine Rotze wegschleudert, dann wo kämen wir dann hin? Es war wahrscheinlich in Tibet kein großes Problem, wenn wir das da irgendwo einsam und alleine durchführten, aber hier ist es außerordentlich schmutzig, wenn da jeder hier überall seinen Rotz und Spucke herumschleudern würde. Also das geht hier nicht, es geht darum, dies nicht irgendwo herumzuspucken. Ja. Es geht um die Beine hier. Strecke deine Beine nicht. Strecke im Sitzen deine Beine nicht. Was soll damit gemeint sein? Also die Beine auszustrecken. Also einige Leute sitzen da mit den Beinen völlig ausgestreckt vor sich. Das ist ein Zeichen von Unachtsamkeit oder Rücksichtslosigkeit, könnte man auch sagen, dass wenn man mit den voll ausgestreckten Beinen einfach so da sitzt. Und dann umhergehen. Lauf nicht umher. Also hin und her zu laufen und dann noch Streitgespräche zu führen. Diese Chak hier im Tibetischen, das heißt, hin und her zu gehen, herumzulaufen, ohne einen tieferen Sinn. Und dann noch Streitgespräch zu führen. Also Debatte, irgendeine Auseinandersetzung zu führen.
Es geht also nicht um eine Dharma-Debatte, sondern es geht darum, dass man über irgendwas sich hier streitet und eine Meinungsverschiedenheit austrägt, lauthals. Das alles sollte in der Gegenwart des Guru nicht geschehen. Wenn wir das denn mal in dem Zusammenhang setzen mit dem Kommentar von Tsongkhapa, da spricht er also von Schleim und so weiter und sagt hier, das heißt ja die Nasenschleim und Sputum und so weiter, damit genannt. Also die Beine auszustrecken heißt hier, wenn man auf einem Kissen sitzt und hin und her zu laufen, heißt also Streitgespräche zu führen in der Gegenwart des Gurus. Das sollte, man sollte also nicht in der Gegenwart des Guru verschiedene Streitgespräche führen. Und wenn man es tut, dann wäre das ein Zeichen von Geringschätzung, von geringerer Wertschätzung. Genauso wie man da einfach seinen Rotze rausschleudert und auf den Boden spuckt und so weiter. Das wäre ein Zeichen von geringer Wertschätzung. Es wäre ein Zeichen von Rücksichtslosigkeit oder Unachtsamkeit, die es strikt zu vermeiden gilt. Und einfach da umherzulaufen, so einfach vor dem Guru hin und her zu laufen, ohne tieferen Sinn, und eben auch keine und wenn man irgendeine Meinungsverschiedenheit auszutragen hat, dann soll man das nicht in der Gegenwart des Guru vor seinen Augen durchführen. Und als nächstes, um weiterzufahren, kommen wir zu Vers 30. Da heißt es, der vierte Vers, den wir jetzt heute haben, sagen, keinerlei Liebkosen, Tanz und Sing und Spiel nicht auf. Das ist also der erste Teil davon. Das sind wir können den Vers in zwei Teile teilen. Die ersten beiden Zeilen und die zweiten zwei Zeilen. Und das liegt dann im Kommentar von Tsongkhapa. In der ersten Hälfte heißt es, keinerlei Liebkosen, Tanz und Sing und Spiel nicht auf. Das ist hier mit Hinblick auf die Art von Schulen, die hier zu gemeint sind. Wenn man für die Tibeter ist das okay, wenn man das solche Art aufteilt, wenn man die Unterteilung im Sanskrit und Englischen durchführt, dann wird es ein bisschen schwierig. Aber nehmen wir mal die ersten beiden Zeilen hier. Geht es immer noch darum, die Unterteilung, in der wir sagen, das, was zu vermeiden ist, unter den Augen des Gurus, also in seiner Gegenwart. Und da heißt hier keine Liebkosereien. Was ist damit gemeint? Das ist verschieden übersetzt worden in den verschiedenen tibetischen Übersetzungen. Das ist etwas schwierig zu verstehen. Im indischen Kommentar ist es auch nicht sehr klar nachvollziehbar. Es hat also irgendwas damit zu tun, sich gegenseitig hoch zu loben. Und das, was die Körperteile betrifft, hier, man kann das Wort hier verschieden verstehen. Der eine ist, sich gegenseitig zu hofieren. Das Samgaya-Nam kann man als sich gegenseitig preisen oder hofieren bezeichnen. Also seine Gefühle füreinander ausdrückt. Wahrscheinlich heißt es, dass man also hier so eine Liebelei hat, gegenseitig Liebesbekundungen, könnte man auch sagen. Und dann das Zweite, was dann gemeint ist, ist dann hier nicht herumzutanzen oder nicht zu singen und aufzuspielen, irgendeine Musik. Das sind also die verschiedenen Arten von 9 verschiedenen Arten von Tanzausdruck, die da möglich sind. Also im Grunde geht es um Herumtanzen. Das ist nach dem Kommentar von Je Tsongkhapa, wenn wir darüber sprechen, ist das hier
heißt das, dachte, dass hier diese Liebkosereien betrifft, bezieht darauf, dass es hier um das geht, was Körperteile zu massieren und Musik und Tanz und so weiter aufzuspielen. Und äh, das ist alles dann nicht durchzuführen in der Gegenwart des Gurus, außer dann, wenn es sich um ein Gana Chakra handelt. Dann hat man eben mit der Erlaubnis des Gurus oder mit besonderen Instruktionen, ist das durchaus genau richtig und angemessen, aber ansonsten einfach von sich aus wird das ohne einen großen, tieferen Sinn herumzuspielen, herumzutanzen und also solche Dinge durchzuführen, sind ein Zeichen von mangelnder Wertschätzung. So, die nächsten zwei Zeilen beziehen sich auf das, was in der Hörweite des Guru zu beachten ist. Und wenn man das dann zum Kampas Kommentar, wobei diese zwei Hauptunterscheidungen macht, das in der Sichtweite und in der Hörweite. Und dann sind die beiden Zeilen, die letzten beiden Zeilen des Grundtextes sagen hier, oder schwätze herum in Hörweite des Guru. Also der Gesamtvers heißt dann keinerlei Liebeleien und Tanz und Sing und Spiel nicht auf und schwätze herum in Hörweite des Guru. Das sind also, ja, das war also für verschiedene Leute gemeint hier. Das erste wäre sozusagen, das auf die sozusagen gegenseitig sich hofieren oder Liebesgespräche zu führen. Und das zweite wäre es eine andere Gruppe, die hier Diskussionen führen oder wenn man also Meinungsverschiedenheit ausdrückt. Wenn man zum Beispiel sagt, ja, die Kachis machen so, die Gelugpas machen so und die Nigmas machen wiederum dies und jenes und man drückt also verschiedene einfach. Solche Art von Konversationen sind in der Gegenwart des Gurus nicht angemessen. Jedenfalls nicht in der Gegenwart oder Hörweite des Guru, genauer gesagt. Da geht es um die Hörweite, nicht um die Sichtbarkeit. In dem großen Kommentar zum Kommentar des großen Tsongkhapa heißt da drin, über einfach nutzloses, dummes Zeug herumzureden, was keine tiefere Bedeutung hat, also herumzuschwätzen. Einfach, was uns alle in den Sinn und kommt, das auszusprechen, das gilt es in der Hörweite des Gurus nicht zu tun. Wenn man wenn wir dies jetzt so nach dem Kommentar behandelt haben, dann kommen wir zu dem nächsten in seiner Gliederung und da geht es, das in richtiger Weise anzuwenden. Und was ist der zweite Hauptpunkt, nachdem das was zu vermeiden war, das Unangemessene, jetzt kommt das, was zu tun ist. Und das heißt hier, verneig dich, wenn du von deinem Sitz dich erhebst und sei respektvoll, wenn du dich hinsetzt und zur Nacht und auf der Straße, wo es gefährlich ist und auch da, wo Wasserläufe sind und so weiter, dann verhalte dich zuerst, geh zuerst so wie angewiesen. Also zu verneigen beim Aufstellen, das heißt, sich in der richtigen Weise wohl zu benehmen, das beim Aufstehen, beim Aufstehen das zu erheben ist dann gemäß des angemessenen Verhaltens oder ein gutes Benehmen, sich zu verneigen, hat sie zu begrüßen und dann von dem Sitz heißt, wenn man aus seinem Sitz sich erhebt und so weiter, beim Aus- und Hereingehen ist man höflich und und dann zur Nacht oder wenn da Wasserläufe sind oder eine gefährliche Straße der Gegend, dann kann man fragen darum und dann gemäß der Anweisung voranzugehen. Dann wäre es dann, wo es normalerweise nicht erlaubt ist, vor dem Guru herzuschreiten, dass man hier darum bittet, sage doch bei solcher gefährlicher Gegend und zur Nachtszeit, dann doch bitte den Weg erst zu erkunden, also vorausgehen zu dürfen. Nach dem Kommentar des großartigen Tsongkhapa dann erneut, dann, wenn man also aufsteht oder sich hinsetzt, und dann in jedem Fall mit einem zusätzlichen Gefühl von Respekt, mit einem Ausdruck von Respekt zu verbinden,
Also sowohl das Aufstehen wie das Niedersetzen sollte mit einem respektvollen Geste begleitet sein und auch dann in der gleichen Weise zur Nacht oder wenn es darum geht, Flüsse zu überqueren oder gefährliche Routen zu beschreiten, dann wird man zuallererst um die Erlaubnis bitten und dann eben vorangehen dürfen. Da, wo gefährliche Plätze sind oder wo man die Straße nicht genau sehen kann oder da vielleicht Wasserläufe sind, dann ist es, dann ist es gut, wenn da jemand vorausgeht. Also tagsüber ist das kein Problem, kann jeder das selber sehen und dann, aber das bei Wasserläufen ist es gerade wichtig, dass jemand das austestet und sieht, wie tief das ist und gefährlich und so weiter. Das ist also immer jemand, der eigentlich das für einen Guru vorher austestet und einen solchen Weg erkundet. Und dann geht es um die Art und Weise, das Unangemessene zu anderen noch zu zeigen. Wenn der andere in der Gegenwart des Gurus sind, dann werden die Weisen in ihren Körper nicht einfach gehen lassen, sondern die lehnen sich nicht an Kissen zurück und sie knacken auch nicht mit ihren Gelenken. Also wenn es in der Gegenwart des Gurus ist, das sagt der Vers 32 praktisch, also in der Gegenwart des Guru werden die Weisen nicht unruhig hin und her rücken und sie werden sich auch nicht gegen die zurücklehnen in ihren Kissen und sie werden auch nicht ihre Gelenke knacken lassen. Das ist alles Zeichen von mangelndem Respekt sind. Und das also in dem Sanskrit-Kommentar zu sehen und nach Kappa heißt es hier, die Weisen, die Geschickten, die sind die Vernünftigen, sie ruckeln also nicht ständig unruhig hin und her und sie lehnen sich nicht einfach dann zurück in ihre Kissen und gegen Wände oder dergleichen oder knacken mit ihren Gelenken. Da haben wir so die Finger mit den 3 verschiedenen Gelenken. Das Wort, was hier genannt wird, im tibetischen Drang hier, dieses Knacken lassen. Wie geht das? Was bedeutet das genau? Nach dem Sanskrit-Kommentar, dass die Leute dann, einige Leute können das die ganze Zeit, die ziehen an ihren Fingern und dann knackt das. Das ist also nicht erlaubt, dass man das tut in der Gegenwart des Gurus, dass man ja ständig oder einige machen es so, dass sie während ihre ganzen Hände zusammenlegen und knacken lassen können. Das sollte man der Gurus Gegenwart nicht tun. An den Fingern herumziehen und dergleichen. Oder einfach zurücklegen und dann die Gelenke knacken lassen, hin und vorwärts und rückwärts. Oder nach irgendein unruhig hin und her zu rückeln die ganze Zeit. Da gibt es also nicht dran viel misszuverstehen. Das ist einfach wörtlich das meint, was es gesagt ist und das nur eine Frage davon ist, das auch umzusetzen. Und jetzt geht es weiter im Text um die Besonderheiten, die mit dem körperlichen sprachlichen Ausdruck zu tun haben. Und das war also das erste war mit dem Körper, das zweite mit der Sprache. Und wenn wir den Begriffen der Gesamtgliederung nochmal uns vornehmen, da waren diese 8 verschiedenen Punkte, die erwähnt worden sind, da ihn zu beschenken, ihn als Bruder zu sehen, eine Anweisung umzusetzen, den Umgang mit des Guru mit Dingen und Gefolge und im direkten Handel makellos zu sein. Jetzt kommen wir zu 6 Besonderheiten im Dienen mit Körper und Sprache. Wie man also Wertschätzung mit Körper und Sprache auszudrücken hat oder könnte. Und das wäre also hier zunächst mit dem Körper das auszudrücken, ihre Füße zu waschen oder einzureiben, mit dem Körper zu massieren und dergleichen. Und am Anfang und am Ende sich mit Neigung zu grüßen und es so zu tun, wie es ihnen gefällt. Und wenn man das mit ihren Sanskrit vom Gitarre vergleicht, dann ist die Füße zu waschen, bedeutet das,
das also Wasser zu verwenden, um den Schmutz von ihren Füßen abzuwaschen und dann den Körper einzureiben. Das ist zum Beispiel, was bedeutet das jetzt tatsächlich? In dem Sanskrit-Kommentar, in dem Sanskrit-Kommentar heißt es dazu, dass hier den Körper einzureiben mit Sesamöl oder mit irgendetwas anderem artigen. Also es sollte nicht nur einfach gewaschen sein, sondern den Körper auch einzureiben und einzuölen. Das ist ein zusätzlicher Schritt, der noch dazu kommt. Also er sollte noch einen zusätzlichen. Also das Wort, zumindest im Tibetischen ist da ein zusätzlicher Ausdruck, der dann dieses noch zusätzliche Einölen andeuten könnte. Und das ist auch das heißt auch ein bisschen so etwas wie massieren oder einreiben und dergleichen. Mit den Fingern, mit den Hand zu reiben und zu drücken. Und dann eben am Anfang und Ende mit Verneigung durchzuführen. Also das heißt, bevor man anfängt, überhaupt die Füße zu waschen oder die dann einzuölen und einzureiben und zu massieren, geht es zunächst, sich zu verneigen am Anfang und dann am Ende der Verneigung abzuschließen. Das heißt, was immer bei einigen Großen vielleicht sogar die Füße waschen, dann vielleicht für bestimmte körperliche Bedingungen hat, das vielleicht da gar nicht angemessen wäre, sie mit Wasser zu waschen, sondern dass man sie mit Schlamm oder mit irgendwas anderem einzureiben. Aber wie auch immer, es geht darum, das zu tun, was angemessen ist für die jeweilige Bedingung. Und also hier nach diesem Kommentar ist die Grundlage dafür, dass man so etwas tun, wie das Waschen der Füße und das einzuölen oder zu massieren. Und das ist, dass wir einen Ausdruck von Respekt zeigen als eine Verneigung zu Beginn und das am Ende auch mit einer Verneigung zu einem Abschluss bringen. Wenn wir davon Verneigung oder Gruß sprechen, dann denken wir normalerweise an über die Niederwerfung, wo man dann aufsteht und sich dann total hinwirft oder sowas. Da kann man vielleicht daran denken, aber in der indischen Tradition, das wäre im indischen Kontext nicht statthaft gewesen. Nach der indischen Tradition gibt es keinen Grund dafür, aufzustehen und sich dann wieder vollständig niederzuwerfen, sondern man verneigt sich. Man kann natürlich aufstehen. Aber das war, glaube ich, wahrscheinlich auch in Indien damals so nicht üblich, so in der Theravada-Tradition. Wenn Sie sitzen, dann werden Sie nicht, um Sie verneigen, extra aufstehen. Und diese vollständigen körperlichen Hinterwerfungen waren eigentlich da auch nicht üblich. Es sind einfach verschiedene Traditionen, verschiedene Umstände. Wenn wir also hier an Grüßen oder Verneigung denken, dann muss man nicht an vollständige Niederwerfung sprechen. Das ist dann manchmal vielleicht sogar sehr kompliziert, wenn man erst aufstehen müsste, um sich dann erst wieder zu verneigen. Und so die indische Art und Weise ist das sehr einfach. Man macht einfach, während wir beneigen uns dreimal. Und wir können die Hände zusammenlegen und den Fußboden berühren und den Kopf den Fuß auf den Boden bringen oder so. Das ist, was immer, wie es angemessen ist, die Art von Verneigung oder Gruß, die damit gemeint ist. Das ist die einfache Weise, wie sie immer durchführbar ist. Ich habe das in Thailand gesehen, diese Thai-Massage ist zum Beispiel sehr bekannt. Eine
wenn man den König, da muss man viel Respekt und Hingabe zeigen, dass man, bevor man anfängt, ihn einfach irgendwie zu massieren. Man muss viele Male sich verneigen, erstmal, bevor man beginnt, in dieser Weise zu massieren. Das ist also die alte Tradition, wie sie schon üblich war, die dann der etwa ist auch so, wenn man die Haare des Gurus zu scheren sich anschickt, dass bevor man dann beginnt, mit dieser Person die Haare zu scheren, dass man zunächst vor sich mit einer Verneigung beginnt. Wenn wir also solche eine besondere Handreichung hier durchführen, dann das ist wichtig, dass wir zuallererst das im Kontext von einem tiefen Respekt stattfinden lassen. Und es ist gewissermaßen eine Art von Zeremonie oder Ritual, das wir durchführen, wie wir dann lernen, das Ganze einzubetten in eine Geste des tiefen Respektes sonst oder Wertschätzung. Hätte ja sonst keinen anderen Grund, als zu zeigen, dass es hier wie wichtig uns der Guru ist. Und aus diesem Grunde wird es gewissermaßen wie ein Ritual oder eine Art von Übung, da wird es eine besondere Handlung, die wir damit durchführen, weil wir sie eingebettet haben in diesen Geste des Respekts von vor und nachher. So, jetzt kommen wir auf die Besonderheiten, die zu beachten sind mithilfe unserer Sprache. So, sag nicht einfach Ihren Namen, sondern beginnt es mit einem Wort der Ehrerweisung. Sage Worte und mit besonderer Unterscheidungskraft, um andere Hingabe empfinden zu lassen. So, hier gibt es verschiedene Variationen. Also man sagt nicht einfach ihren Namen, so, man kann nicht einfach ihren Namen so sagen, so einfach achtlos daher sprechen, sondern man würde also zum Beispiel im Sanskrit ein Wort Pat, wir haben also Fuß oder so am Ende sagen, die Füße, die ehrbaren Füße. Oder wenn der Name zum Beispiel Sri Akadasant, dann wird der Shantipat, würde man dann sagen, Shantipada. Also man spricht von Shantis Füßen. Da man nicht weiß, wer gemeint ist, dann müssen wir Worte benutzen, die diese Unterscheidung deutlich werden lässt. Das hat also dass also derjenige vielleicht der von größerer Gestalt ist, von dunkler Körperfarbe und dergleichen. Man kann also solche Worte der Unterscheidungskraft benutzen. Man will also nicht einfach jetzt sagen, hier Sri Ratnakara Shanti, einfach nur den vollen Namen zu benutzen, sondern man will sagen, man nimmt den letzten Namen, Shanti zum Beispiel, und man sagt den Rest aber nicht. Und dann sagt man so die Mister, wenn wir sagen, haben wir im Englischen die Shantapada, wäre sowas wie ein Ausdruck von Ehrweisung und so, wie wir sagen, Mister so und so oder Sir so und so. Und wir also Worte benutzen, die eine Besonderheit zum Ausdruck bringen. Wir sagen zum Beispiel der Shantipada, der Herr Shanti aus dem Osten zum Beispiel. Ne? Damit derjenige, mit dem wir reden, verstehen kann, von wem wir reden, weil wir ja nur einen Teil des Namens benutzen, um den anderen für die Ehrerbietung auszudrücken. Und solche Sachen kommen auch in dem Vinaya vor. Zum Beispiel in den 300 Versen zu Vinaya, das heißt, man soll es mit in einem tiefen Sinn ausdrücken. Und man sollte
Und nehmen nicht einfach ihren kurzen Namen, sondern enden sie immer mit einer Höflichkeitsformel, sodass andere Leute die Unterscheidung wahrnehmen können, um ihnen auch Hingabe entstehen zu lassen. Also zum Beispiel, wie es heißt in diesem Versen, wenn man also man muss Umschreibung, respektvolle Umschreibung benutzen, wenn man die Worte einfach nur so sagt. Wenn es hier einen besonderen Grund hätte, dass wir nur den einzelnen Namen benutzen müssen, dann würde man den Abt des Klosters, das heißt zum Beispiel, niemals nur bei dem Namen nennen. Das wäre einfach eine Unangemessenheit. Und das heißt also, in dem Vinaya ist der Abt, der Vorsteher, eine Person, die von großer, wichtiger Funktion ist, bevor man diesen Kempo oder Abt oder diesen Vorsteher als wenn man diesen benennt, bevor man seinen Namen einfach sagt, zum Beispiel wenn der Kamalotru hieße, Kamalotru Senke hieße, wenn das der Name wäre, dann, dann würde man eben noch eine Höflichkeits... Damals war das so, dass eben sich das nur auf die Person bezog, die tatsächlich unser persönlicher Abt oder unser persönlicher Lehrmeister war, so wie ein Abt oder Kempo oder so etwas. Und später ist das so eine Formel geworden, die für einen bestimmten Bildungsgrad stand, aber damals war es in dem Vinaya etwas derjenige, der uns die Gelegenheit gegeben hat, die Vorsätze zu fassen, der also dagegen war, Zeuge war, unsere eigenen Vorsätze zu fassen. Und dann würde man ihn sagen, so den Abt oder Kempo nennen. Und dann später wurde das dann sozusagen allgemein die Formel für diese Person, wurde dann der Abt oder der Kempo. Und so würde man also die Älteren mit solcher Art bezeichnen als ein Abt oder Kemper und dergleichen und respektvoll ihnen sprechen. Wenn sie jünger sind als uns selber, dann würde man dann die eben als ehrwürdig oder irgendetwas anderes bezeichnen. Oder unter dem Guru spricht man, wird oft gesagt, derjenige, dessen Namen schwierig auszusprechen ist. Um von dem zu sprechen, dessen Namen so schwer ausgesprochen ist. Aber es ist von so großer Wichtigkeit, von übergroßer, überwältigender Wichtigkeit für uns, wenn es aber, um das auszudrücken, dann würde man, bevor man in die spricht, dann würde man sagen, der Name von dem, der schwer auszusprechen ist, dann wird, bevor wir von dem Abt oder Guru sprechen, das wäre, solange sie noch zu Lebzeiten dieser Person, oder Abt oder Guru wäre, würde man niemals den Namen direkt benutzen, sondern man würde den erst benutzen, nachdem sie nicht mehr unter uns weilen. Und dann, solange sie am Leben sind, würde man sagen, der Name dessen, der schwierig auszusprechen ist, wenn sie nach ihrem Parinivan, dann würde man den Namen von dem auch vielleicht mit einem gewissen, von dem, der schwierig auszusprechen, mit einem gewissen Grunde auch sagen können, wenn da eine besondere Bedeutung wäre, den Namen zu erwähnen. In vielen Kulturen ist es so, dass besonders wenn man über den persönlichen Lehrmeister oder Guru spricht oder auch über die Eltern sogar, oder ein besonders älterer Lehrer, von dem wir mit Wertschätzung sprechen wollen, dann sprechen wir nicht einfach ihren Namen aus. So in Tibetisch sagt man immer Gen oder Lehrer oder Älterer sowas. Das heißt einfach älterer oder erfahrener oder Lehrer.
Und wenn Sie zum Beispiel Kinder haben, dann kann man sie auch Vater nennen. Sagt der Väterchen sowieso oder sowas. Oder ältere Frauen, die Kinder haben, kann man sagen, als Mutter ansprechen. Sagt die Mutter sowieso, das Mütterchen sowieso. Und wenn Sie also Campus sind, dann sind Campus. Und wenn man das an jüngeren Leuten sagt, hier, sie als Väterchen ansprechen, dann denken sie, was, ich bin so alt, bin ich ja nur wirklich noch nicht. Ich bin noch einer, der voll im Safte steht. Also man muss immer genau heutzutage aufpassen, gerade heutzutage, wenn man das zu Frauen sagt, wenn man sie als Mütterchen ansprechen würde, wenn man da eine, wenn man, und dann muss die also heute, egal ob sie hübsch oder hässlich sind, muss man sie als Schönheit ansprechen, die junge Schönheit dort oder so, oder in einem Restaurant. Man muss sie immer in Öffentlichkeit oder im Restaurant und so weiter als hübsch ansprechen. Wenn man das zu jedem sagt, die auch nicht mehr, die nicht hübsch sind, dann ist das völlig bedeutungslos. Aber es ist im Prinzip ist das eine Methode, um reinen Respekt oder Höflichkeit auszudrücken. Es geht darum, dass nicht, es geht nicht nur um uns dabei, sondern es geht darum, das, was für andere der Ausdruck ist, also etwas Respekt und Wertschätzung auszudrücken gegenüber anderen. Und darüber sich Sorge zu tragen, wie die anderen sich dabei fühlen, wenn wir über sie oder jemand sprechen. Und das, wenn wir diese Dinge durchführen, dann mögen das. So Respekt oder Wertschätzung ist im Prinzip das, dass wir darum Sorge tragen, wie die anderen sich dabei fühlen, wenn wir über sie sprechen oder zu ihnen sprechen. Es geht also nicht darum, die Gurus zu erfreuen oder die Campus zu erfreuen, dass sie sich darüber erfreuen. Und dann ist eine Weise zu machen, die also Respekt und Wertschätzung deutlich machen. Dann, kann da vielleicht so eine Idee, dass also Wertschätzung ist nur so eine Kulturhandlung, Höflichkeit ist nur so eine Kulturhandlung, wenn wir nicht den tieferen inneren Sinn darin sehen. Es ist ein äußerer Ausdruck, aber wenn wir kein inneres Gefühl dabei haben, dann ist es eben nur ein äußerer Ausdruck, da wo man nichts, worüber man besonders Freude empfinden müsste. Man kann das aber schon oft sehen, dass, ob das eine tiefe innere Respekt ist oder ob die Leute nur äußerlich solche Höflichkeiten durchführen. Solche Regungen der Höflichkeit, Zuckungen der Höflichkeit ausagieren oder ob es eine tatsächliche Geste inneren Wertschätzung darstellt. Wenn man das Gefühl von innen nicht hat, dann also nur im Äußeren körperlich und sprachlich sich zu verhalten, erfüllt keinen tiefen Sinn. Aber wenn wir im tieferen Herzen voller Wertschätzung und Liebe sind, dann hat es auch einen Sinn, diesem Ausdruck zu verleihen. In der Vergangenheit, der Mitteldeutsche hat einen Unterschied gemacht zwischen Hingabe und Wertschätzung. So, das eine ist, diese Hingabe ist etwas, was mit den Kerninstruktionen, den Updeshas zu tun hat. Und das andere ist liebevolle Wertschätzung, was also, dass wir diese Wertschätzung bezieht sich darauf, dass wir eine liebevolle Wertschätzung ausdrücken, die auch nicht nur eine Sehnsucht, innere Sehnsucht ausdrückt, sondern auch ein körperlich und äußerlich das zu zeigen weiß. Ja, also wenn wir, das eine ist, wenn wir es zum Beispiel innerlicher Hingabe oder Wertschätzung ist nur eine innere Einstellung, eine Gestalt. Und wenn wir es nach außen auch körperlich ausdrücken können, dann Respekt zeigen können, dann ist dies noch besser, weil es eben das
als Milarepa das gegenüber Mapa gezeigt hat, das war also körperlich und sprachlich sichtbar von außen, wie tief er vom Inneren bewegt war von solcher also Hingabe. So diese Hingabe ist noch mehr als eine Wertschätzung, weil sie einen äußeren körperlichen, sprachlichen Ausdruck annimmt, sodass es fühlbar wird und eine Kraft wird spürbar, die darin liegt, für andere sichtbar. Wenn also solcher Wenn wir das in der Lage sind, nach außen in Körpersprache auszudrücken, dann zeigt es, wie ernsthaft und wie tatsächlich wir davon bewegt sind. Wenn wir das nur im Inneren eine gewisse Wertschätzung empfinden, dann mag das mal so sein und dann zeigt sich das aber nicht so genau. Gut, das lassen wir es für heute an dieser Stelle damit bewenden.